So, willkommen bei einer neuen Folge Birrenweich Talk, der Podcast. Das ist die Folge Nummer 4. Heute mit dem Peach Gumater und mit dem Nelson Jackson. Stellt euch mal vor, Peach Gumater, weil du Schweizer bist, darfst du auch. Der Podcast wird gesponsert von Momentum, dein Podcast-Studio. Der Link ist unten in der Bio. Wenn du selber einen Podcast willst haben oder irgendwelche Räumlichkeiten willst für Veranstaltungen mieten, dann gang auf den Link und bring ihn heim. Die Ausländer sollen warten. Hast du eigentlich nicht heiß mit der Jacke? Mal, ich ziehe sie dann nachher ab. Warte noch ein bisschen, ja, mein Name ist Peach Gumater. Ja, man kennt mich ein bisschen von TikTok, Instagram. Mache ich lustige Baustellenvideos. Ich nehme da die Portugiesen ein bisschen hops. Jawohl. Genau. Und, die krampfen wenigstens aber, jawohl, muss man aber sagen. wirklich gut, ja. Nein, muss ich sagen. Und ich habe Familie daheim, 2 Kinder, Zwillinge und eine Frau und gehe ein bisschen ins Fitness und ja, so, das bin ich. Bring ihn heim. Nelson Jackson. Nelson Jackson in the house. Bring ihn heim. Also ich bin auch ich arbeite in einer Baustelle. Ich bin auch ein bisschen Influencer. Ich habe meine Videos in TikTok in Covid-Zeit. Und ich gerne tanzen. Ich gerne Restaurants zu gehen, zu essen, spazieren und reisen. Und natürlich ein bisschen Kommunikation mit allen miteinander. Genau, dann bist du da genau am richtigen Ort. Bring ihn heim. Bring ihn heim. Du hast auch bei Covid angefangen, oder? Ja, eigentlich schon. Alle haben wir bei Covid ich bin angefangen. eigentlich ein bisschen berühmt worden. Ich finde beides zusammen anfangen in der Covid-Zeit. Ja. Ihr beide? Ich habe auch Covid. Du wie auch? Ja, alle Covid irgendwie. Ja. Mega viele Influencer. Aber wieso schaffen ihr noch? Weil wir machen immer Spass mit dem Zeki und so. Wenn er mir sagt, hey, wenn es nicht mehr läuft, dann muss ich wieder auf die Baustelle arbeiten, schrauben. Aber läuft es nicht so gut? Oder wieso sind ihr? Also mit dem Influencer-Zeug, meinst du? Nein, ich meine, kann ich noch nicht leben von Social Media? Nein, ist lange nicht. Also ich gehe 3-4 Mal in die Ferien mit der Familie, sage ich so im Jahr sicher. Ich verdiene nicht schlecht. Also mit dem Geld oder auf Social Media? Mit dem Geld von Social Media, ja. Okay. Es kommt schon recht etwas 3-4 Mal nebenbei. im Jahr? Schuhe zum Beispiel, kann man Werbung machen oder nicht? Ja, mach. Für Sneaks Market komme ich da immer wieder Könnt mich gerne anschreiben, merci vielmals. Ja, die geben mir immer wieder Schuhe. Ja, aber Entschuldigung, ich bräuchte noch einen Sponsor. Die Folge ist auch jetzt Ja, nicht natürlich. selbst Sponsor. Ja, aber die Kohle her da, hey! Kannst du weiterfahren, Entschuldigung? Nein, und eben, ich habe viele ab und zu Kooperationen mit, was soll ich sagen, eben, zum Beispiel gerade Schuhe oder Kleider oder immer wieder an Events Geld und so. aber nicht unbedingt, also Geld auch, habe ich auch meine Kooperation, aber ich mache ich auch Kooperation einfach für Produkte. Aber einzelne, aber nicht längerfristig? Nein, ganz einzeln. Mache ich eine Story auch rein dafür. So, wie ich. Ja, gegen eine Story einfach. Gegen eine Story? 24 Stunden. Story? Ja, das kann ich sagen, oder? 2 Lappen, so komme ich schon über 200 Steine. Fair. Ja. Du? Auch für Story eigentlich... Also einer macht die ganze Zeit bei mir Stories. Bei ihm verlange ich ein bisschen weniger, weil er immer wieder macht. Ja. Und sonst 2 Lappen. Ja. Wie sieht es bei dir? Hast du viele Kooperationen mit... Ja, ich habe ein bisschen Kooperation. Ich anfange, wenn ich meine Videos anfange, dann der Fenster Schweizer hat mir einen Artikel groß gemacht. Portugiesisches Fenster auch. Ich muss sagen, er ist ein bisschen grösser, glaube ich, als mir. Gell? Er hat ein bisschen, du hast wie viele Follower? Ja, das viel, ja. Total Social Media 350.000 Followers. Also Instagram und TikTok zusammen? Beides, alles kombiniert, weißt du? Ja, eben, er hat mega viel. Ja, brutal, ja. Ich habe doppelt, ich habe... Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. 50'000 habe ich mit. 50'000? 150. Oh, 150. TikTok und Instagram zusammen, eben, Ja, du ja. hast mehr als doppelt. Ja. Und ich habe natürlich einen Sponsor. Thank God. Danke vielmals von meinem Sponsor. Hatex. Hatex, was ist das? Arbeit und Kleidung. Ja, ich kenne das nicht, weil ich bin nur die Heim. Ja. Es ist eine grosse Arbeit und Kleidung in der Schweiz. Ja, danke vielmals. Und natürlich ein bisschen zum Beispiel Temporärbüro, inklusive Marti. Hat mir ein kleines Mini-Sponsor auch. So, ja, funktioniert. Aber du könntest leben von Social Media, oder nicht? Das ist meine Option.
Aber wenn du jetzt kündigst und nicht mehr baust... Also, das ist meine Option für Arbeiten noch in Baustelle. Wenn zum Beispiel ich denke, ja, ich kann probieren oder so. Ja, vielleicht. Aber im Moment ich liebe Arbeit in Baustelle. Hast du gerne, oder? Ja. Aber wenn es regnet und so, schießt du nicht auf Ja, es ist schwierig. Das ist schwierig auch. So. Wenn es voll kalt ist und regnet und so. Ja, aber das gehört dazu, weißt du? Ja, sicher, fix. Das ist sehr schwierig und wir haben Spaß noch. Noch? Aber ab und zu hast du auch keine Lust, oder? Ja, also... wie viel Nationalität denkst du arbeiten in Baustelle zum Beispiel? Also wie viel Nationalität? Ich denke schon viel, aber ich höre immer viel Albaner, Portugiesen, Italiener, Schweizer sind... Ja, schon mehrere. Schweizer. Aber wie viele Schweizer kennst du in Baustelle? Also, ich sage jetzt gerade bei uns, in der Gruppe, wo wir sind, wir sind so 20 Leute und wir haben 2 Schweizer. Das ist der Polier und ich. Natürlich. Das sind 2 Schweizer. Zu wenig Schweizer. Ja, es hat keine Schweizer? Nein. Ich sage, 80% sind Portugiesen. Nicht 80? Sicher, ja, oder? 80. Aber warum 80. sind viele Portugiesen auf der Baustelle? Warum? Wir sind gut. Ja, aber in anderen Sachen sind es in dem Fall schlecht, oder was? Wie? Andere Jobs sind in dem Fall nicht so gut. Ja, oder? natürlich. Ja, Reinigung sind so gut. Nein, das ist... Ja, das sind alles so. Ich finde, das ist gut für uns. Von portugiesischen Leuten kommen bei ihnen in die Schweiz und anfangen Arbeit in der Baustelle oder so, Straßenbau. Ja, ist einfach, weißt du? Ist einfach für uns, für Ausländer. Kein, weißt du, wie ich meine? Keine Studie und Formation. Und das ist einfach für uns und für einfach schaffen, weißt du? Und kannst direkt auf du bist da in der Schweiz. Wann bist du in der Schweiz? 11 Jahre. Und dann bist du direkt einen Job gesucht auf der Baustelle? Erst bin ich in Deutschland, Belgien. Ist nicht gleich, Belgien oder? auch? Nein. Ja, okay. Aber in die Schweiz, wenn ich komme gerade... Dann bleibt, wenn sie in die Schweiz Warum? Ja, genau. Warum bist du von Deutschland in die Schweiz gekommen? Warum? Ja, wieso echt? Hey, Köln, Das Geld. Natürlich, bringen wir heim, gell? Holen nicht? Normal. Das Geld. Nein, das ist eine Opportunity, of course. Ja. Und ich mega lieb und ich liebe dieses Land. Ja. Und die Leute auch Schweizer. Aber arbeiten die manchmal zusammen auf der Baustelle? Nein, noch nicht. Noch nicht, aber wir haben das gleiche Unternehmen. Also, sogar. wir haben eine Gruppe, ein Unternehmen, Marti Group. Es wäre doch perfekt, dann könnt ihr zusammen Videos machen und zusammen arbeiten. Ja, genau. Mach mal Video während dem Arbeiten. Ja, ich weiß nicht. Theater. Und das ist ein anderes Thema. Weißt du doch nicht während dem Arbeiten gell? Videos machen? Nein. Am Anfang habe ich es noch so gemacht, habe einem das Nathalie in die Hand gedrückt. Hey, kannst du mich schnell filmen? Voll unprofessionell und so. Aber heutzutage musst du Bewilligungen holen und alles zusammen. Schon. Und jetzt machen wir es einfach. Wir gehen einfach auf eine Baustelle, wo noch jemand ist. Und gehen vor dran und nicht rein. Du siehst ja, es ist öffentlich, man kann dort, oder? Ja, ich habe mit euch auch schon ein Video aufgenommen, dann sind wir ja einfach außerhalb gegangen. Außerhalb, genau, und das ist ja öffentlich. Vorher, zum Beispiel, ich anfange nur eine Pause machen. Genau. Am Mittag. Auf Und der jetzt, Baustelle? Ja, wo auf du der Baustelle, ja. Okay. Ja. Und jetzt, ich habe keine Zeit mehr. Und ja, wenn du anfängst, du machst ein simples Video, weißt du? Ja, ich weiß, ich auch. Und im Moment ich bin ein bisschen du mehr machst Qualität, ja, stimmt. oder? Mit Kameramann. Kameramann. Und ich brauche mehr Zeit und keine Chance in der Pause machen. Muss Ja, und nach dem unbedingt- Arbeiten auf der Baustelle ist nicht können. Wenn du fertig bist, dann das Video aufnehmen. Ja. Aber hast keine Lust mehr nachher, oder? Ja, und Lust und also, und du bist müde. Mittagspause? Aber das ist nur Zu schnell zum wenig. Essen. Das ist Zu keine Zeit. wenig, ja. Zu wenig, hast 3/4 Stunde, willst du noch etwas den Schacht runterhauen, oder? Dann ist schon vorbei. Ja. Und schau mal, das ist im Baustelle, wir schaffen wirklich, weißt du? Ja, ihr müsst es Mit schaffen. Hammer oder so, weißt du, wie ich meine? Eben, und nachher sehen sie, hey, die machen Video, das geht nicht, oder? Ja, ich verstehe schon. Ja, das würde auch nicht gehen im Restaurant oder so. Ja, das stimmt. Gastronomie ist ein anderes Thema, zum Beispiel. Mehr einfach. Ja, und wieso haben ihr dann Abmahnungen bekommen? So irgendwie gesagt, hey, wieso machen ihr Videos? Oder haben ihr mit Kündigungsdrohungen gehabt, oder was? Ja, weißt du, wie viele Leute haben mir gesagt, ey Bruder, du musst Stop machen Videos. Du unbedingt Kündigung machen oder so. Ja. Portugiesisch, Aber hast du Special nicht gesagt, hey, Portugiesisch. schau mal, ich habe mega viel, ich habe 100'000 oder 1 Million Views, 2-3 Millionen.
Mini-Maximum ist 8 Millionen. Ja, eben, wenn du ihm zeigst, ist ja eigentlich gute Werbung für eine Firma. Genau, oder? das ist gute Werbung. Eigentlich. Das ist gute Werbung Wenn du für das eine erwähnst. Unternehmerfirma, ja. Ja, eigentlich. Hat nie die Firma gesagt, hey, macht für euch Werbung, wo du sowieso schaffst? Ich habe einen kleinen Vertrag, zum Beispiel Werbung machen für den Marty. Ja. Wenn Marty braucht Personal, ich mache das Video. Okay. Und dann, ja, das ist ein bisschen Werbung. Ja, das ist gut. Oder? Ja, das ist sehr gut Das ist für mega mich. gut, ja. Und das ist Respekt auch Ja. für meine Arbeit, für meine Ja. Videos oder so, weißt du? Und das ist auch gut für Firmen, oder? Ja, genau, natürlich. Perfekt. Also ich habe da ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber ich weiß nicht, ob wir das sagen wollen. Was verdient man wirklich auf dem Bau, ohne zu lügen? Also verdient man mega gut auf der Baustelle? Oder ist ganz wie normal, also ihr habt Ausbildung oder ohne Ausbildung? Ja. Mega Gut, was? ja. Entschuldigung. Verdienen dir gut? Ist Würdest du sagen, du verdienst Ja, gut? was heißt Oder? gut? Was ist nicht gut? Verdienst. Ja, ab 6K drauf oder Da, so. ich habe eine gut, Theorie. Ja. Und plus, Ich habe eine Theorie. Die Theorie ist Realität. ja. Wenn du bist Schweizer, du gehst mehr lohnen. Ja. Oder Er kommt schnell mehr ist. Lohn über als du, Und oder? schnellst. Wirklich? Warum ist das ja, so? natürlich. Das Ich bin ist- Ausländer. Ist das so? Ausländer. Scheiß. Ja. Ja, steht auf dem Vertrag, du bist, aha, nein, ja. Das ist kein Schweizer, ja, nein. Ausländer Ohne Scheiß. brauchen zum Beispiel mehr Zeit für Baufirmen, oder? Und Schweizer sprechen Wegen der Sprache, meine ich. ja, genau. Und wir brauchen mehr Zeit. Aber das kannst du nicht ist alle in meine- einen Topf schmeißen. Ja. Alle sind, einer ist so, oder? Ja, ich finde, die Realität ist andere. Ja. Theoretisch, ja, wir sind alles gleich. Aber Realität, Bruder. Wie viel kommt wie alt- mehr? Aber wie viel kommst du jetzt zum Beispiel, also jetzt ist ja, jeder hat die Erfahrung schon gemacht, ist ja nicht Newcomer auf der Baustelle. Aber wie viel hast du jetzt als Schweizer, wenn ihr anfangt, mehr Lohn als ein Ausländer? Geschätzt, du weißt es ja nicht genau, oder? Okay. Aber sind das grosse 500 Beträge? Stutz, Schon. Ja, 500 bis 1000 Krass. Stutz, sage ich schon. Das ist ja urrassistisch eigentlich. Ja gut, Findest du kommt das ja nicht drauf rassistisch? an, Ja, das weißt, ist- er Bro, das ist kommt doch- ohne Ausbildung dahin wahrscheinlich. Er hat nicht eine Maurerlehre oder Aha, ja, etwas, okay, weißt, wegen das musst du Ausbildung auch noch verstehe sehen. ich schon. Ja, okay, Die dann meisten macht kommen Sinn. ohne Ausbildung und rutschen irgendwie Ja, durch natürlich, ein das so wie- Temporärbüro rein oder sonst irgendetwas, ja. Okay. Darum ich sage, Ausländer brauchen mehr Zeit. Ja, Verstehst du? ja okay, Ich komme gerade ist ich komme verständlich. da und ich arbeite zum Beispiel 5 Jahre oder 3 Jahre. Und nachher Firma hat gesagt, ey Bruder, du einen Kurs machen oder so. Ja, natürlich. Aber der Schweizer früher hat gemacht. Aber wenn beide nicht gemacht haben, dann ist beide gleich, oder? Wenn Ja, beide keine... Lohnen, ja, Dann ist natürlich. schon, oder? Ja. Sonst ist Ja. das hatte ich eben gemeint. Ja, Ja, ja. Ja. ja, gut, eben, weißt du, sonst wenn wär's du- ja Ich auch... auch. Autoversicherung zahlt ein Ausländer auch mehr als ein Schweizer. Es ist ja so. Warum? Ich keine Ahnung, das ist einfach so. Ja, was? Ich habe mich da gar nie so richtig informiert. Zum Beispiel, wie viel du hast gesagt, nur Schweizer Ja. hat dir Ja, genau, gearbeitet, deine oder? Gruppe, ja. Ich habe in meiner Baustelle momentan, wir sind 50 Personen. Ja. Schweizer, 4, 5. Bau 4, Hey, jetzt komm, Schweizer. Jetzt Eben, weiss Bauführer, Polier. ja, Bauführer, Polier, ich. Ah, du die Grossen, oder? genau. und Bauarbeiterschallung oder so, Schaller, oder ja. Iserlecke oder Elektrik, kein Schweizer mehr. Aber sind die alle auch älter, die Grösseren? Da? Oder sind das auch Junge? Oder? Das ist auch jünger. Auch. Auch. Ah, Junge, Ja. Es gibt sehr viele junge Bauführer, Ja. Sehr. Sehr viel, ja. Sehr. Ich habe keine Ahnung von Baustellen im Fall. Ja. Ich kann- Und ich habe eine Frage. Zum Beispiel der Ja. nächste Juni, das ist ein neues Referendum hier in Ja. der Schweiz, oder? Okay. Für die minus 10 Millionen Leute, gell? Was ist das? Ich weiß eben nicht mit Politik. Ich habe etwas mitbekommen, aber ich komme nicht. Was ist mit 10 Millionen? Ja, der SVP, ich finde, SVP. SVP hat gesagt, ja, Ja, das habe ich beim Gusti etwas gesehen. Ja, genau. ja, genau. Und meine Frage ist, im Moment wir haben wieder kein Schweizer junge Leute arbeiten im Baustelle. wenn die Leute oder Schweizer Leute hat gesagt,
Ja, wir Aber immer brauchen nicht, sagen, wir scheiß brauchen nicht Ausländer. mehr Ja, ja. Ausländer, oder? Ja. In 20 Jahren. Wer macht Häuser? Genau. Wer macht Häuser? ist genau das. Es Er kommt, muss selber Genau. machen. Peach. Wer? ist genau das. Es Die, kommen keine deine Jungen Kinder. nachher. Zum Beispiel. Ja, das meine die- Kinder sind deine sowieso Kinder. alles gemischt. Meine Kinder sind Ja, 6 ja, okay, aber Nationalitäten. du denkst, deine Kinder arbeiten im Baustelle in Ich habe 20 2 Jahren? Tochter. Ich kenne jetzt, was Baustellen sie machen. Das ist alles geil. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie Ja, ich ja, meine? weiss, ja. Ich Aber finde, ich weiß, was du meinst. in Schweiz braucht immer Ausländer. Ja, okay, das heisst ja nicht, alle müssen weg und nur Genau. noch Schweizer da, oder? Genau. Das meinen sie ja nicht. In 20 Jahren, zum Beispiel, ich nicht bin da. Vielleicht in meinst du? Pension Ah, in da. 20 Jahren. In 20, ich bin Ja, 42 genug Jahre Geld alt. nachher mit Social Media Ja. und so. Okay, was? Also, ich Pension, weißt du, wie ich Ich meine? weiß, was du meinst. Und wenn ich und zum Beispiel 100.000 Leute auch gehe, wer schafft in Baustelle? Ja, du Der musst das mal Schweizer. erklären. Geht Der die Schweizer alle Schweizer. auf die Denkst du, Baustelle? ist ein Schweizer? Ja, er ist Schweizer und schafft auf der Baustelle, Ja. aber. Und Kannst sein du Kollege, antworten? Ja, eben, nein, es kommt keiner mehr nachher. Die Jungen wollen das nicht mehr machen. Du bist der Einzige. Es wird eigentlich. kein Kennst Junge du den mehr. Einzigen? Ja, und der andere auch. Ja, und du bist Ja. wieder der Einzige. Ja, oder? ja, wirklich. Das ist ein zum Kotzen. Nein, es ist ja so. Weißt du, das ist Realität. In der Baustelle. Also, es ist kein Spaß, es ist so. das sie ist sagen kein das- Spaß. Das ist Realität. Ja. Kein mehr Schweizer junge Leute kommen Lust in zum- Baustelle. Ja. Nicht mehr. Auch so Lehrlinge und so hat es bei euch viele Lehrlinge. Und Selten. Also, es geht schon, aber nicht viel. Aber und auch also ich nicht meine so mega allgemein. viele Schweizer. Kein Schweizer. Ist auch ist ja so. ist ein Mix. Mix, oder? ja. Was macht denn der Schweizer? Was schafft der Schweizer? Büro. Büro. Bauführer. Büro. Bei uns sagen jetzt auch immer, hey, du bist Schweizer, Bauleiter. warum nicht Büro arbeiten? Hey, du Schweizer, warum nicht Büro Büro schaffst du nicht arbeiten? im Büro? Ja, das Baustelle ist gut. Hey. Das ist geil. Ja. Ja, ich habe etwas recht krampfen, oder? Die Handtreckung machen. Ja, ist doch so, ne? Und ich finde, das ist Realität in der Schweiz. Ja. Ja. Ist nicht nur in Baustellen, das ist überall. Nein, es ist nicht nur auf dem Papier. Ihr seid dort, ihr seht es. Weißt du, weil vielmal macht man Statistiken und so, aber wer macht das? Wer schaut? Wer dort ist, sieht es, oder? Und ihr Ich seht. habe großen Respekt vor Schweizer Leuten, natürlich. Großen Respekt. Aber das ist meine Frage. In 20 Jahren, wenn die Schweizer Leute das gesagt nein, wir brauchen nicht mehr Ja, es gibt ein Ausländer. paar, eben, die das sagen. Wer Das stimmt. arbeitet in Baustelle? Wer? Und wer macht in Baustelle? Wer macht in Portugal Baustelle? Alles Portugies auch? Ja, oder? Ausländer jetzt? Ah, Ausländer in ja, Portugal, oder? Ja, stimmt. Das, Die Schweizer gehen auf Portugal. Oder was sind dort für Nationalitäten? das ist ein anderes Thema. Nationalität, Brasilien und Indien, Pakistan. Ja. Das gibt es bei uns gar nicht. Hast du schon mal einen Tamil auf der Baustelle gesehen? Hast du mal gesehen? Aber Ihr, ich war in Dubai. ihr. Ich bin in Dubai gewesen. Das ist voll, also nur Inder und. Ihr, noch nicht so viel. Geht nicht. Ich habe noch nie einen Tamil auf der Baustelle gesehen. Das Noch die sind nicht aber so in allen viel. Küchen eben. Ja. Mein Aber Vater zu- hat immer Restaurant, Bitte, kann jeder Küche. eine Brasilien. Ja. Hat's. Wie viel Brasilien kennst du in der Baustelle? Nein, auch Balkan? Balkan hat's nicht so. viel. Ja, Balkan schon. Balkan viel, schon. ja. Balkan Sehr viel, ja. Italiener Ja, auch, Mazedonisch. noch oder? mehr. Italiener gibt es auch. Ja, Ja. schon, ja. Italiener auch, oder? Mama. Ja. Mama. Ich finde, das ist Mama, unsere Kultur, weißt du? Unsere Kultur. Albaner, Mazedonisch, Kosovar oder so. Portugiesisch natürlich, Italienisch, es ist unsere Kultur. Schaffen. Aber würdest du sagen, Nummer 1 Baustelle in der Schweiz sind Portugiesen? Am meisten Leute, die das machen? 100%. 100% sogar. Ja, Du auch, würdest du sagen? Ja. sage ich auch. Ja, Ja. das ist gut. Und dann habe ich nochmal eine Frage, was ist das Gefährlichste, also wo mal passiert ist? Hat er mal irgendwie einen Unfall gehabt auf der Baustelle oder so? Oder etwas kaputt gemacht? Etwas, Ich habe schon viele Sachen gelesen. nein, aber wirklich, dass etwas Etwas Schlimmes Gröberes? Schaden? Nein. Etwas Gröberes oder so? Gröber Unfall auch nicht, nein. Darfst du jetzt sagen, ja? Nein, nicht sagen, nein. aber ich wüsste Nein. nicht. Klar, es gibt viele Unfälle auf der Baustelle. Sehr viel, aber ich habe nie erlebt. Hast du nie etwas? Nein. Und du? Ich habe keinen Unfall gemacht, aber ja, ich habe nur einen. Ich habe ein Problem mit meinem Meniskus. Ja, auf der Baustelle? Ich habe Problem, ist nicht klein, aber ist groß. Ist meine Meniskus fast kaputt. Ja. So ich muss nicht langsam schaffen, aber nicht so brutal, weißt? Portugiesisch wir sind immer brutal schaffen. Ja, egal, ja, egal. ja, ja. Wir, Ja, meine wir brauchen, Meniskus. wir keine Kran brauchen, weißt du? Wie ich meine? So immer zack. Nein, meine Und dann, das ist ein Resultat. Ja. Problem mit meinem Körper, oder? Das ist Ja. so. Aber ein grosser Unfall. Hast du nie etwas gemacht? Also? Nein.
Und eure Chefs, wie findet die so das, was ihr macht? Findet ihr das gut, dass ihr Videos macht? Kennen die überhaupt euch auf Social Media oder nicht? Mein Chef sagt danke vielmals. Ja? Ja, und es passt. Aber hast du schon dort geschafft, wo du noch nicht Social Media gemacht hast? Oder hat er dich gekannt, schon wo er dich angestellt hat? Weißt du, wo du angefangen hast, dort zu arbeiten? Hast du schon Videos gemacht? Oder? Nein. Später, Ja. später. Ja. Okay. Bei dir? Ja, also ich arbeite erst ein halbes Jahr in dieser Firma. Aha, okay. Sie wissen schon, was ich mache, aber ich habe nicht so Feedbacks oder so. Ich habe mich einfach informiert am Anfang, ob ich da filmen und so Zeug. Eben, haben sie sich noch nie nicht genommen an einem Ort? Nein, das nicht. Sie haben schon mit mir ein Interview gemacht, aber das war nicht meine Firma, das war für jemand anderem. Für Titlisbahnen, wo es dann ein Video gegeben hat. Und ich kann nur sagen von meinem alten Chef, wie es war. Dort habe ich auch angefangen mit dem ganzen Content-Creator-Zeug. Dann habe ich angefangen Videos zu machen und er hat immer am Anfang gesagt, hey, du musst Zeichen abdecken. Wenn du machst, du abzeichnen, oder? Ja, aber es ist ja eigentlich gut. Genau, aber dort bin ich noch nicht so mega bekannt gewesen. Und dann bin ich immer bekannter geworden. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, kannst du mich mal filmen und so. Ja. Und dann hat er mich gefilmt und ich habe es wieder abgedeckt. Dann habe ich gesagt, hey, wieso deckst du ab und so? Komm, hey, mach da ein bisschen Werbung. Und ja, das ist mir so der Secret ist, wenn du machst gute Video und... oder viele Views oder so, oder? Oh, ja, natürlich, aber wenn die Firmen schauen und denken, das ist ein gutes Video von uns und immer Respekt haben, lustig oder so, Firma nicht reklamieren. Das Wichtigste ist Arbeitssicherheit, oder? Genau, ja. Du musst immer alles aufpassen. Arbeitssicherheit. Du darfst nicht mit Turnschuhe auf der Baustelle sein oder etwas so. Immer Helm, alles das. Oder? Hä? Hast du da schon mal irgendwie etwas vergessen mal und dann... Ja, ich mache ab und zu Videos, wo ich mit den TNs auf die Baustelle gehe. Nachher schreiben sie sicher irgendwelche Leute. Und dann Zuwa markieren und so. Zuwa haben ihr gesehen, ohne Sicherheitsschuhe und so. Haben sie ihnen sogar mal geschrieben? Ja, einfach markiert. Ja, nicht ihnen geschrieben, aber es gibt ja so Leute, die nichts tun im Leben, die dann wirklich... Aber ich kenne zum Beispiel ein paar Mitarbeiter, die hat angefangen, das Video in Baustelle und ohne aufpassen und dann der Firma Kundigung machen. Ja? Ja. Ah, eben, ja. So, immer aufpassen, was du machst und wann du machst. Ja. Wenn du machst in der Arbeitszeit, das ist ein Problem. Ja, eben, das ist ja logisch, weil du ja dann nicht schaffen. Das ist ein Problem. Wenn du machst in deiner Pause, ohne Problem, aber immer aufpassen. Du kannst ja einfach sagen, ja, es war Pause. Ja, natürlich. Er weiß ja nicht, wenn du aufgenommen hast, oder? Ja, natürlich. Und du musst immer aufpassen, was du machst. Ja, was du sagst, was du machst, natürlich. Sicherheit oder muss Respekt oder nicht verrückt oder so. Ja. Oder Rassismus. Ja, weißt, das wäre bei mir das Problem, sehr wahrscheinlich. Ja. Erleben die Rassismus auf der Baustelle? Das ist eine gute Frage. Also ob du als Schweizer auch? Ich erlebe schon, ja. Dass dich als Schweizer... Nein. Ja gut, als Schweizer. Es gibt schon, weißt du, wenn die Portugiesen untereinander sind, sorry, aber ist so, und reden Portugiesisch und es geht ums Arbeiten. Weißt du, mir ist egal, privat, also, wenn sie über mich reden, will ich gar nicht. Aber wenn es über Arbeiten geht, sagen hey, redet Deutsch, ich will auch wissen, um was es geht, was machen wir. Nein, du musst Portugiesisch lernen. Nein, wir sind hier in der Schweiz, da wird Deutsch geredet. Kannst du ein bisschen Portugiesisch? Caralho und so. Oder was ich jetzt gerade gelernt habe, ist Spera ist warten, weißt du, easy, Spera. Ich bin immer einer, der weißt ziehen und machen. Duolingo kennst, kannst du Portugiesisch lernen. ja, nein, die sollen Deutsch lernen. Deutsch lernen, ich finde also, das ist unsere Kultur. Also unsere Kultur. Wenn ich komme gerade in die Schweiz, meine Mentalität bin ich nein, ich muss Deutsch lernen. Bravo. Und dann ein bisschen Chef mehr und immer gehen oben oder so. Aber viel Portugiesisch nicht. Ich kann nicht mit meinem Vater, ich kann nicht mit ihm Deutsch reden, es geht nicht. Oder der Pietro. Du hast geboren da? Ja, aber ich rede mit meinem Vater. Aber ich rede mit meinem Vater Italienisch. Ich kann nicht mit ihm Deutsch reden. Ja, okay, nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du geboren da, ich nicht geboren da und ich muss. Ja, ist natürlich noch. Aber ich meine, selbst für mich ist es schlimm. Ich kann nicht mit dem Pietro, ich kann mit ihm nicht Deutsch reden. Es geht nicht. Ich kann Italienisch, ja. Ich kann mit ihm, es geht automatisch. Stell dir vor, du gehst auf Portugal und es hat mega viele Schweizer, alle schnurren Deutsch. Ja. Ich glaube, und ein paar schnurren Portugiesisch. Es hat 2 Portugiesen dann auf der Baustelle. Ja. Und
Ich glaube, du wirst ja nicht Deutsch mit denen Ja, schnurren. ja, aber das ist das Problem auch. Checkst. Ja, auch in der Freizeit, die sind untereinander, gehen portugiesische Vereine und so, die sind... Ja, Ja, sie ja. lernen gar nicht Also, Deutsch, weil sie nicht mit Schweizer oder so... Ja. Ja, das ist automatisch, ja. Ich bin ein paar Mal Übersetzer. Du? Ja, Für? Übersetzer von Portugiesisch, Ah, von also meinem auf der Chef Baustelle, oder so. oder? Ja, Aha. von meinem Chef, was er gesagt. Ja. Ich muss Übersetzer oder so, oder Weil korrigieren. es kommen Leute, die gar kein Deutsch kommen, von Ja, Portugal dann. aber die muss arbeiten. immer denken, studieren oder Kurs Deutschkurs machen. Aha. Ja. Das ist unbedingt, Bro. Machst du, oder was? Tust du Deutsch lernen, oder was? Aber hast du keine Ja. Zeit zum Machen? Ja. Gehst du in den Kurs, oder? Ja, in Migrosschule habe gemacht ein paar Monate. Ich brauche mehr. Ja, ich weiß, ich brauche mehr. Ja, aber du hast Also- gesagt am Anfang, wegen problematisch, wegen der Sprache vielleicht das Interview machen da, aber es ist ja mega... Ja. Der versteht der Tipptopp. 11 Jahre bist du da, oder? 11 Jahre. Aber ich kenne viele Viele Italiener sind 70, 80 Jahre da. Sie Ja, können- Portugiesisch auch. Portugiesisch Aber sind Albaner genau gleich. zum Beispiel immer reden gut. Ja, das Immer. stimmt, ja. Wer? Albanisch. Leute. Albaner können mehr. Ja, Deutsch, der ja. Perpeirim da, der Ja. Stadtrat, der redet ja besser Deutsch als ich. Ja, ja. Ja, ich sehe, das ist krass. Ja, aber ich glaube, weißt du, es gibt viel, das ist das Problem. Aber Albaner gibt es zwar auch mega viel da. Ich weiß, gell, wieso? Gell, Albaner können in der Regel besser Deutsch. Ja, Philipp. Jetzt, was du sagst, habe ich gar nicht so überlegt. Warum ist das so? Wir sind blöd einfach. Ja, zum Beispiel. Italiener und Portugiesisch. Ich bin Latino, oder? Ich bin Latino. Ich bin Portugiesisch. Für mich Ja. ist einfach Aber Albanisch ist Italienisch, Spanisch reden oder natürlich Brasilien. Aber Spanisch, Italienisch sehr einfach für mich. Ja, Vielleicht klar, jeder dieses andere- Portugies. Andere Modell für Albanisch reden Deutsch. Aber ich musste bei Swisscom immer Italienisch auch machen. Ich habe im Swisscom Kundendienst geschafft. Ja. Und jeder Portugies ist bei mir dann rausgekommen, oder? Wenn ich den Namen eingeben ich so, wie heisst du? De Pereira, Antonio. Silva. Und ich muss suchen im System. Fuck. Weil die schreiben das falsch im Shop, du findest ihn niemals. Und Ja. sie reden Portugiesisch, aber sie verstehen mich, wenn ich Italienisch Ja. rede. Ja. Sie verstehen alles, aber sie reden trotzdem Portugiesisch. Und ich verstehe so Ein bisschen. 30% manchmal. Weisst du. Das ist noch recht schwierig gewesen. Easy für uns. Ja. Weißt? Aber ihr versteht. Aber Italiener ist ein bisschen schwieriger für den Italiener, Portugiesisch verstehen, oder? Und zum Beispiel, Italiener, denkst du, die jungen Leute Ja. reden gut Deutsch oder nur Italienisch? Nein, die da geboren sind, die reden wie der höchste Urschweizer redet Deutsch. Ja. Wie viele Berge, ja. Aber ich meine, die alte Generation, die da angekommen sind, Mhm. 50, 60 Jahre, sie können immer noch nicht Deutsch. Ja. Sprechen, Ja, denken. das Ich sehe bei stimmt, meinem ja. Vater Tagesmenü. Hirsch hat er geschrieben, Hirsch, I-R. So, ich habe mich so, was ist das? Ich musste das korrigieren, weißt du? Ja, ja. Ja. Das ist zum Kotzen, ja? Das ist zum Kotzen. Was denken die Leute komplett falsch über Bauarbeiter? Komplett falsch. Ja, Falsch. was denken sie falsch von Bauarbeit? Sie denken zum Beispiel, ey, der hat keine Ahnung, in der Schule ist er mega schlecht, jetzt schafft er auf der Baustelle, ist weniger wert oder so. Ja, Hast du das- eben, ja, mega schlecht. Hast du Wir das sind Gefühl, man? alle mega ruhig am Fenster gesessen, alles ADHS-Kinder, aber tun Millionenprojekte Ja. unterhalten, oder? Das sind Oder, genau die. oder keine Lust für wirklich schaffen. Denkst du, dass sie denken, sie schauen jetzt von oben ab auf Baustellen Ich denke, es gibt arbeiten? viele so, ja. Wo ich, wenn sie vorbeilaufen, schau mal. Ja, Ich denke schon. gehe ich jetzt. Aber es ist schwierig zu sagen. Ja, das Ja. ist schwierig zu sagen, ja. Schwierig zu sagen. Hast du nie so eine Erfahrung gemacht, irgendwie, dass so wie Disrespect bekommen hast aufgrund Nein, das schon nicht. Nein. dem Pfeifen der Rahmen der Frauen? Ja, wenn es durch ist, das Klischee, ist das so? Nicht mehr. Er hat eine Frau. Nein. Wir haben viel Respekt. Vor Frauen, oder? Vor Frauen. Ist es so? Aber wir haben mal ein wir- Video gemacht, habe ich gesehen, was da Ja, voll lustig, ja. Ja, wir haben zusammen gemacht. Aber heute, wir haben... Ich bin ja sogar im Video dabei gewesen, ja. Ja, Voll durch, ja. Der Bachata-Video. Bachata-Video, ja. Könnt ihr mal gehen. Nein, das ist Kultur Schweizer, hat großen Respekt von Frauen. Schweizer haben grossen Respekt vor Frauen. Schauen tun sie immer. Also schauen tun die immer. Ja, Ja, so. natürlich. Schaust du, dass die Frau Wenn- das nicht schaut? Oder Du jetzt wir- sagst, ja.
Wir hatten Baustellen, der Chronist ist jetzt oben, Ja, und er sieht ja. immer alles. Ein Und der Funk. Chronist führen, mit Funk, genau. Oder er hat 3-mal gehupet, tut. Und dann hat er gewusst, eine läuft durch. Ja, Und der dann siehst du wieder Feldstecher oben Aber nur- die Kolben in der Hand, jawohl. Nur schauen. Aber nicht, du hast keine Frau, oder? Ich habe eine Freundin, ja. Ah, du hast Freundin, ja. Und Du noch hast nicht 2 lang, oder? Kinder. und Wenn... Wie? Das ist noch schon lange, Freundin. Nicht so lange. Ah, noch eben, nicht so wie lang. letztes Mal, ich dich gesehen habe, ich glaube noch nicht. Nein, ne? nicht so lange. Ah, wie sieht es aus? Ist doch ein bisschen früh jetzt zum Fragen. Kinder, Ja, heiraten und so. okay. Wie lange bist du zusammen? Wie? Wie lange sind wir zusammen? 3-4 Monate? So ein paar Monate. Ah, okay, ja dann. Wir müssen noch Ein paar warten. Monate. Schweizerin? Deutsch. Ah, Deutsche? Deutsch? Oh. Also sie wohnt in Deutschland, oder? Sie geboren in Deutschland, ja. Aber sie wohnt da? Ja, sie wohnt da okay, jetzt. Ja. Ja. Interessante Frage. Wie viel, also ich weiß nicht, ob ihr Zahlen mit sagen, aber wie viel verdient ihr zusätzlich mit Social Media? Wenn ihr schon verdient auf der Baustelle und plus noch auf Social Media, was könnt ihr da sagen? Verdient ihr da, ich könnte sagen, zum Beispiel mehr als 3.000, 4.000 pro Monat oder weniger? Nur mit Social Media, was würdet ihr da sagen? Ich könnte auch sagen, ich würde das nicht sagen. Also ich sage es so, ich gehe Aber ich tue gerne 3-4 Mal im Jahr mit der Familie in die Ferien. So. Also das Mit dem heisst, Geld. Das ist eine könnt ihr ja mal intelligente ausrechnen, mit 2 Antwort. Kindern. Ja, aber Das ist eine intelligente Antwort. Ja, Oder gehen ihr campen? Weißt du, was ich nein, meine? campen nicht. Ja, all inklusiv, oder? Ah, Jetzt sind wir gerade 3-4 Mal? Ja. Also 3-4 Mal so eine Woche, gehst du? Ja. Weil 3-4 Mal, die haben ja... Also jetzt ist ja Ferien wieder. Ich Hast du habe- Ferien jetzt. Ich habe Das war gerade eine, jetzt gesehen, vor 2 Wochen. ich habe eine, Wo eine Warte schon mal. Ja, sorry. Nein, schon Ich gut. habe eine Mentalität. Wenn alle Geld ich kann gewinnen hier in der Social Media, ich investiere für noch In was investierst Qualität, Neue Kameramann. Videos. du? Aha, so meinst du, in Equipment Immer für, laufst, zum immer Videos machen. laufst. Weißt Also, Mit, aber du hast äh, ja Kameramann manchmal und so, oder? Ja. Oder? Immer, Und nur zum noch, Beispiel, oder? zum Beispiel Ja. dieses mini letzte Video. Jedes Video tust du einen Kameramann rufen? Nicht jeden, aber im Momentan ich habe ein paar Sachen gemacht, ja. Ich eben auch, aber manchmal, ich habe kein, ich sag dir ehrlich, ich habe kein Geld. Aber ist teuer, gell? Steuer, ja. Ist ja, Ja, weil ist jedes, teuer. Ja, Ja. ist weil teuer, jedes ja. Mal... Du brauchst Geld für investieren. Für, Ja, du musst ausrechnen, pro Woche machst du zum Beispiel 2 Videos und dann musst du zahlen 300-400 Franken. Das summiert sich jeden Minimum. Monat. Minimum. Ja, ich weiß eben. Ich, Minimum. sag, ich Zahlst hole mehr. eine Kameramann hole ich nur, wenn ich ein Werbevideo mache. Ja. Und sonst tue ich selber filmen. Aber dann mit musst du auch einem mehr DJI verlangen. oder was. Ja, genau, klar. Genau, was Ja. verlangen dir so für ein Werbevideo? Das haben wir letztes Mal schon den Miro gefragt ja, und ich komme sage es etwa auch. 2 Mil über, ja. Du verlangst 2K. Ja. Also bei mir kommt es immer darauf an, eben, will er einen Kameramann, tut er das Konzept selber machen. Ja, Aber wenn du für 2K, du machst alles du. ja. Eine Firma kann dich zum Beispiel buchen und du machst alles. Aufnehmen, Konzept, Ja, genau. Ja. alles. Und du postest auf allen deinen Kanälen. Ja, TikTok und Insta einfach. Für 2K. Ja. Und wenn jemand kommt und sagt, er gibt dir 1K, sagst du ab. Kommt drauf Kommt an, was drauf ist, an, ja. was, ja. Kommt drauf an, was ist, Okay. ja. Klar, ich tue schon verhandeln, ja. Schön, aber gehst du rein mit 2K? Ja. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel ich habe auch eine Kleiderfirma, die mich sponsert. Ja, ich habe UMC. Werbung gesehen, ja. voll. UMC, Shoutout, geht raus. Ja, kann Bringen, man ja. erwähnen, oder? Und dann kann ich auch im Monat ein Video machen für die. Schön. Und ja, Einmal im Monat kannst du einmal fix im Monat kann ich ein Video machen für die, aber dort verlange ich auch nicht 2K. Ah, ja, Das weil sind du so halt wie längerfristig... Jahreskooperationen, ja klar. Aber hast du denn schon einen Fixbetrag abgemacht für das Ja, das ganze haben wir Jahr? fix, ja. Ah, okay. Ja, das ist gut. Und bei Ja. dir so für ein Video? Kommt Ähm, drauf an natürlich was, aber in der Regel. nein, also Wenn du ich Kameramann nicht musst reden, rufen, wie viel ist. Ich kann reden, zum Beispiel das Geld, was ich kann gewinnen, ich investiere und komme noch ein Video mit Qualität oder so. Ja, aber weißt du, dass sie wissen ungefähr, was für ich verstehe, Größe- was du meinst. Ich verstehe, was du verstehst. meinst. Aber will nicht, Aber ja. okay, verstanden. verstehst du mich nicht meinen? Ja. Ihr könnt bei ihm einfach, also wenn jemand Interesse hat, mit dir zu arbeiten, Nein, also- wo müssen sie euch kontaktieren? Wo tun sie euch kontaktieren? Ja, meistens? für E-Mail. E-Mail, oder hast du E-Mail, ja, E-Mail natürlich, Social Media natürlich. Schreiben sie eine direkt Privatnachricht, auch Ja. in Instagram und DM, right? so. Ja, die kommen aber mega viel Scheiß immer über ich. Mega Ja, oft. du kannst select, oder? Du kannst select, was Ja, du... select, aber ich schaue und nachher ist Englisch manchmal das. Ich komme nicht raus. Manchmal ist es eben etwas,
wirklich Interesse hat und nachher durch Ja, natürlich. Du kannst Interesse select und dann antworten oder nicht. Und du einen Termin machen, okay, wir haben einen Party-Day und so. Ja, aber weißt du, nur für Termin machen, nachher am Anfang musst du schon, die müssen ja schon sagen, was will ich, weil sonst ist verlorene Zeit, extra mit ihnen Termin machen, dort hingehen, weißt du? Ich habe eine Story, wäre interessant, sehr interessant. Okay. Einmal ist schon passiert mit mir. 10 Personen hat mir gefragt, Ja. wer ich kann machen, eine Video machen, Werbung machen und also ein bisschen Showcase. Ja. Und ich habe einen Preis und ich schicke den Preis und das ist der Preis für Schweizer. How do you say split? Teilen. gezahlt, ja. Für die Mit 10 was? Personen. Aha. Verstehst du, was ich meine? Aha. Die Mini-Preis. Und diese Person, nein, Und die anderen sind, ja, okay. interessieren nicht. Ja, und ich bin so traurig, Ja. vor so passiert. Und dann, Scheiße. 2 Tage später, Ja. ein Schweizer Unternehmen kontaktiert mir, der Preis war gleich und die Firma hat gesagt, ja, Nelson, komm. Ja, ist gut. Aber haben ihr immer Kooperationen? Jeden Monat haben ihr etwas, oder? Ja. Habt ihr noch nie du auch? Ja, also eben sicher mit dieser Kleiderfirma, das ist ja fix. Okay, das hast du Dort ja gesagt. und ja. Aber sonst kommen immer wieder Sachen rein, ja. Schon? Immer Okay. wieder, aber nicht mega viel. Ja, Also, ich glaube, bei dir ist es eben ein nicht, bisschen dass ähnlich wie bei mir, aber bei Nicht, mir dass ist ich davon leben Nicht, Eben, das das könntest ist du nicht davon leben. Nein, ich könnte noch lange nicht davon leben. Ja, ich kann nur davon leben, weil ich beim einen, eben, wo ich immer gehe, die Pitch, Ja. eben, wo du eigentlich auch mal kennst, es wird passen zu dir. Weil du ja Ja. Pitch... Ja, Ja. wie bist du auf Pitch Kuhmatter gekommen? Du hast Ja. mal gesagt, du hast mal mit dem Gedanken gespielt, den Namen wechseln. Ja, schon. Einfach Kuhmatter. Ist es wegen Pitch Kuhmatter? Ja, wegen Pitch Oder hast du Kuhmatter. Kuhmatter Pitch? Ja, ich mache jetzt Kuhmatter Pitch. Habe ich schon auf YouTube und auf Ah, Facebook. heisst es jetzt Kuhmatter Auf Pitch? Facebook und YouTube, aber Instagram und TikTok kann ich noch nicht. Wieso? Ich bringe es nicht übersetzt. Ja. Aha. Das ist ja mein Name einfach. Und Pitch, ich bin seit ich ein Kind bin, Kindergarten, sagen wir alle Pitch. Und Kuhmatter ist halt, ja, es ist ein kleines Wortspiel nachher, oder? Es ist Ja. ein Schweizer Wegen Geschlecht, Pitch Kuhmatter. Kuhmatter. Und nachher bei denen vom Balkanon, oder? Pitch Kuhmatter, oder? Und Nee. eben das, bei Kooperationen kommt es dann eben alle gar nicht so gut Hat an, er schon mal nur der Menschen Name. jemand abgesagt wegen dem? Nein, aber Namen? nicht direkt wegen dem, aber ich kann mir gut vorstellen, es ist wegen dem. Weißt du, wenn die eine das sagt, schau, wir machen da Kooperation mit dem Pitch Kuhmatter und nachher lacht der Lehrling so, hey, Pitch Kuhmatter, wieso lachst du jetzt? Ja, wegen dem Namen Pitch Kuhmatter und eben, ich kann mir schon Ja, vorstellen. aber es ist ja anders geschrieben. Kuh, Ja, so es ist- wie Kuh. Ja, klar, Mani eben. Mater. Ja, eben. Ja, wenn es jetzt einfach so Das ist ein hörst. Kroatien-Wort, oder wie? Kroatien, oder? Ja, ist ein Fluchwort. Balkan, ja, oder? der Balkan-Fluchwort. Serbisch. Pitch Pitch Kuhmatter, oder? Ja, müssen wir jetzt nicht gerade übersetzen. Ja. Sondern der Aber findet ihr jetzt eigentlich, das ist ja voll die verschiedene Welt, Baustelle, Social Media, das sind ja die Leute, die auf der Baustelle arbeiten, denken von Leuten, die Social Media machen, die gehen mal richtig arbeiten, oder nicht? Ja. Dann denkst du, was haltest du nur von Influencer? Also nicht mich jetzt, weil ich sehe mich auch nicht als klassischer Influencer, aber weißt du, was ich meine? So Ja. Frauen, die sich so... Ich habe mich auch nie so gesehen als Influencer, wirklich nicht. Hast du das auch nicht so Ich gerne? kann es nicht so gerne, aber es ist, wenn ich ChatGPT gefragt habe, hat er gesagt, du bist ein Influencer. Hast du ihn gefragt? Ja, du verdienst Geld. Du hast mit gefragt? dem. Ja, Hast du frag gefragt, mich hey, nicht. bin ich ein Idiot, weil ich Influencer bin? Ja, aber Das ist eigentlich, geil, wir das ist sind geil. Influencer, egal ob wir es gerne hören oder nicht, das ist ja so. Du kannst sagen, ja, wir sind Content Creator oder... Ja, aber Influencer sind ja Leute, die jemanden Influencer Follow, sozusagen. ja. Aber Follow, wir tun sie, du findest, wir tun sie so voll beeinflussen. Also beeinflussen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich sie... Ich habe vielleicht ein paar beeinflusst, dass sie Rassisten sind. Oder so, keine Ahnung. Aber ihr tun sie ja nicht. Oder findest du, dass du jemanden richtig krass beeinflusst? Nein, Oder das- du hast gut, das das gerne, glaube ich dass auch dir nicht. jemand sagt, du bist Influencer. Also, gerne, ich habe nicht ich auch bin nicht. Influencer. Ich habe das bin, auch nicht. Ich nein, hasse nein. das. Du bist Content Ich hasse Creator, oder? Ich bin Content Creator, Ja. exactly. Sagt uns bitte Content Creator und nicht Influencer. Oder bitte. Wir haben das nicht so gerne. Ich habe nicht gewusst, dass sie es nicht aber gerne das Nein, ist ich hab's auch normal. nicht gern. Das ist normal. Influencer ist ein Wort bekannt, oder? Ja. Und das ist normal. Ich habe keinen Stress vor der Person, die mir gesagt hat, du bist eine große Influencer. Für mich ist es okay. Ja, aber du schaffst auf der Danke Baustelle vielmals. und so. Ja, weißt, ja, gehst danke du vielmals. krüppeln. Natürlich, ich arbeite in einer Baustelle und ich liebe arbeiten in einer Baustelle. Ja, aber ihr arbeitet mega viel auf der Baustelle und Influencer viel denken, ja, das ist ein bisschen Video machen, mega einfach. Und ihr macht plus noch Video, das ist eigentlich schon Ja. krass. Ist krass, ja. Wie viele Videos postet ihr pro Woche? Alex? Pro Woche Minimum 3. 3 Videos Minimum. Pro Woche? Du?
heißt, wenn es gut kommt. Schon. Wenn's Ja, gut ich kommt. habe In TikTok, nicht Instagram. Zum Beispiel, ich habe ein Konzept, wenn TikTok läuft besser, wenn du machst 2 oder 3 Videos. Schon, pro Tag, pro Woche. Pro Woche. Ja. Aber was denkst du, wenn du jetzt würdest künden und nur würdest Social Media machen, dann kannst du dich viel mehr konzentrieren auf Social Media, oder? Und denkst du, dass du nachher noch grösser könntest werden? Ja, natürlich. 100%. Ja. Und wieso Natürlich. willst du das Risiko nicht eingehen? Ja. Weil du zu gerne auf der Baustelle schaffst, oder warum? Das ist. Weil es kann sein, dass du richtig... Ja, und du hast mehr Zeit für machen das Ja, Video, den ganzen oder? Tag. Ja. Aber das ist meine Option. Also ich du willst habe, das nicht, niemals. ist nicht sagen niemand, Ja, aber aber im Moment nicht. momentan. Ich bleibe in der Baustelle, immer zack. Ja. Und dann extra ist Social Media. Ja, und bei dir? Wenn laufst gut. Wenn Nein, nicht für laufst, Ja, eben. was mach? Schaffst? Nein, ich sehe es. Es ist Ja, zu ja, schwierig, weiß. weil ich denke mir, wenn du das machst, musst du von Kooperation... Mikrofon nicht schnell nehmen, jawohl. Kannst du so anziehen, schau. Ja, Sali, heute zusammen, hörst du mich noch? Hey? Vielmal, jawohl. Aber Nein, ich denke, wenn ich das mache, ich lebe von Kooperation zu Kooperation und das wird verdammt schwierig. Dann wirst du so eine Hure Ja, du hast eben Kind Kinder. dann bist du die ganze Zeit nur, oh, wo kann ich noch... Das ist bei mir, und ja. so ist voll chillig. Ich kann arbeiten und wenn etwas reinkommt, dann top, oder? Und wenn nicht, ja, ich habe keinen Druck. Aber aber du musst hast immer immer dranbleiben. 100% Zeit, Ja. nur das machen. Weißt du, jetzt Ja, gut, ja, aber... Zeit. Nein, ich wette... Das ist zu riskant. Zu ja. riskant, Du genau. willst Sicherheit. Ja, ich brauche Sicherheit, genau. Wegen der Kinder auch natürlich. Ganz Wenn du Single klar, ja. wärst, würde es vielleicht anders aussehen. Oh ja, der wird sicher anders aussehen. Ohne Frau, ohne Kind. Ja. Bei mir ist es genau, ich habe 2 Kinder und bei mir ist voll der Stress. Der Eben. eine war in der Ferien, kein Einkommen. Ich habe nicht am 25. Lohn. Du musst selber BVG zahlen, AHV zahlen. Schon Stress, ja, Ja. sag dir ehrlich. Aber haben ihr schon mal aufhören mit Social Media? Haben ihr schon mal, wenn nicht gelaufen ist und so, haben ihr schon mal gedacht, hey, ja, komm. Oder so Gedanken gemacht, ist vielleicht besser, wenn ich das aufhöre, ich habe keine Lust Zum Beispiel für mich, wenn ich denke, nein, ich fertig Baustelle und nur Konzentration in Social Media, ich muss denken, aber meine Content ist von, mehr. Ja, okay, eben, das ist... von Da musst du Baustelle. über Baustelle. Ich muss immer gerne auf Das habe ich Baustelle vorher gehen, gedacht, oder? während dem Fragen, ja. Ja? Das ist zum Beispiel, ich Nein, aber umgekehrt, Social Media ganz weg und nur Baustellen. Hast du nie überlegt, Social Media löschen, hast keine Lust mehr? ja, kann es schon passieren. Hast du ab und zu keine Lust mehr gehabt, wegen, keine Ahnung, wegen Kommentaren, wenn Leute schlechte Kommentare... Interessiert mich die Kommentare. Das ist das Ist Erste. dir egal, oder? Nein, für mich ist egal. Schreiben dir viele? Ich habe Sadness, wenn ich schaue viel Kommentare von zum Beispiel Portugiesisch. Ich habe Sadness. Portugiesische Kommentare? Ja, Haters. Schlechte Hate-Kommentare? Das Ja? ist nicht normal. Also, Wegen ich habe was? keine Haters von Albanien. Nur von Portugal? Nur von Portugal. Ich nicht verstehen. Wieso? Warum? Ich kann nicht verstehen. Aber was zum Beispiel? Portugal, Polen oder Kroatien oder Deutschland, kein. Kein, nur Schweizer, Portugiesisch. kein. Nur Portugiesisch. Und was schreiben die zum Beispiel? Oh, das, oder? Bullshit. Was? Bullshit. Zum Beispiel, was ist so schlimm? Hast du auch Morddrohung oder so bekommen? Schon? Na, so, gerne arbeiten. Was machst du mit diesem Schissdreck zum Beispiel? Oder du bist ein Arschloch oder so. Ich habe einen gefunden, heute, weil ich habe das Tablet dafür genommen. Nachher bin ich irgendwie auf Nachrichten da. Schau, machst mit mir 1 gegen 1 oder ich pack dich und fange an, dir Gliedmaßen abzutrennen, okay? Du Schlucha, Nuttenkind, hast du verstanden? Nein. Ja, das habe ich einfach da gesehen. Das ist irgendwie meine Nummer, habe ich dort. 2023. Ich habe das heute gesehen. Ich so, hey, was ist das? Wer hat mir das geschrieben? Ja, ich habe mich solche Nachrichten. Wirklich? habe ich gesehen, Ja, mir hat auch mal Haben die das einer... auch, oder? Wir haben mal Also du einen... nicht so. Ja. Mir hat mal einen Hurensohn geschrieben. Ah, und mir dann- hat gesagt, sie bringen meine Kinder um und so. Nein, und dann habe ich wirklich gedacht, hey, soll ich jetzt wirklich mit Social Media aufhören? Wegen dem? Ja. Ja, Hurensohn habe ich schon. Schau mal, ich habe- Nein. Das ist vielleicht das Das ist ein 12-jähriger Bub, der am PC hockt. Man, hey, komm, ist doch gleich. Ja, Oder Hurensohn Kommentar, schon, aber es man- ist schon... Ich habe einen Kommentar von Portugiesisch, hat mir geschrieben und das ist wirklich so. Ey, deine Zahn, das ist scheiße. Was interessiert ihn Das nicht? ist scheiße, du musst Hey, du hast ja mega eine viel neue. vorgedacht, du Und hast nachher gut- ich lese, ja, das ist gut für Werbung machen. Zum Beispiel, ich kontaktiere eine Klinik Ja. Hast du und gemacht? gratis gebe.
du hast gemacht. Danke vielmals, Portugiesisch. Danke und er hat gesagt, ich habe noch vorgedacht. Du hast perfekte Zähne. Ja. Jetzt ist nachher bist du gemacht wegen ihm. Ja. So, das ist, wenn du lesen, du musst in deinen Kopf denken, was ist gut für dich oder nicht, interessiert ja, oder manchmal, nicht. aber wenn man ehrlich ist, wenn ich gerade aufstehe und gerade Negativität lese, manchmal, ich würde ihm schon sagen, du verdammter Hurensohn, was schreibst du mir jetzt? Sorry, wenn ich so sage, aber weißt, es regt mich manchmal auf, wenn sie die ganze Zeit schreibt, vor allem Facebook. Schreiben solche Kommentare manchmal. Facebook ist am schlimmsten, bei mir ist es sowieso speziell, weil sie meinen, ich bin Rassist. Und jeden Tag. Du bist kein Rassist? Ja, eigentlich nicht. Offiziell nicht. Nein, aber, weißt, das ist halt das Problem. Aber ihr habt da ja andere Dings. Ja, es ist zum Kotzen. Was habe ich da? Ja, wir sind in 2026. Rassismus oder Immigration, immer ja, momentan jeder Leute reden mit diese. Ja, aber bei mir wegen der Nationalmannschaft, ich mache nur Spaß, weißt du? Und Leute meinen wirklich, ich bin Rassist. Du kennst mich ja, oder? Würdest du sagen, ich bin Rassist? Ja, natürlich. Sehr, sehr cool. Bin ich Rassist oder nicht? Nein, sicher nicht. Ja, natürlich. Sicher nicht. Ja, natürlich. Nein, natürlich. Also, ich kenne dir natürlich. Ich kenne ihn natürlich. Ja, also Spaß machen ist rassistisch. Genau, ja, das genau. ist rassistisch, ja. Okay, was haben wir da noch? Ja, eben, was würdet ihr jetzt härter finden? Also auf der Baustelle arbeiten oder nur Social Media machen? Also wenn ihr wirklich etwas entscheiden müsst, also ich habe verstanden, ihr wollt auf der Baustelle bleiben, aber was würdet ihr schlimmer finden? Also härter? Das Schlimmste in der Baustelle? Also was wäre schlimmer? Nur von Social Media leben oder nur von Baustelle leben? Baustelle leben ist halt körperlich bist du einfach am Arsch. Das ist du bist immer voll und eben auch immer Stress, Zeitdruck da. Also meinst du chilliger Influencer sein? Ich denke, du wärst sicher chilliger Influencer sein. Also mit der aktuellen Situation, nicht, dass du jetzt so irgendwie ja gut, nein, mit der aktuellen Situation geht es mir einfacher, morgen arbeiten, verdiene mir das Geld und kann wieder heim. Ich muss mich um nichts kümmern. Die Arbeit ist rum. Von dem her ist es sicher einfacher. Auf Social Media wäre ich voll unter Druck. Von morgen bis am Abend. Wo kann ich noch, was kann ich noch, wo kann ich noch saugen, wer hat noch etwas? Ja. Nein, du, was denkst du? Ich finde, die Baustelle ist sehr schwierig. Ja. Das Wetter, du musst arbeiten in Regen, Schnee, Wind, Sommer. Aber gibt es ab und zu, wegen Wetter kannst du nicht arbeiten? Wenn es wirklich... Immer arbeiten in der Schweiz. Ja, sogar Corona müssen wir arbeiten. Immer. Nein, aber wenn es zum Beispiel voll Gewitter hat und so, egal. Ja gut, wenn es blitzt, dann gehst du schon unter ein Barack oder ja, etwas. Aber 90%... Aber musst du nie sagen, jetzt ist mega schlimmes Wetter, besser, schön. Ja, natürlich, wenn du hast, zum Beispiel kommt Schnee, viel Schnee zum Beispiel. Ja, aber es gibt natürlich. Ja fast... 1 Meter Schnee, du kannst nicht schaffen. Ja, aber es gibt fast nicht mehr Schnee, ist wenig da, oder? Aber es ist wenig, du musst immer schaffen. Ja. Ich arbeite hier in... Also 2020 zum Beispiel mit minus 13 Grad. Hier in Zürich steht. Ja, das ist ich bin auf dem Titel. Minus 13 Grad im Baustelle. Ah ja, dort wo Dings immer rauf bist, habe ich gesehen. Im Berg oben war 3200 Meter. Ja, genau. Das war minus 20 Grad. Was nicht schaffen, ja, kannst du denken. Hey, Überhosen anlegen und rausgehen, oder? Und ich sage euch ehrlich, ich könnte das niemals. Ich bin nicht geschaffen für auf der Baustelle zu arbeiten. Ich kann es zugeben. Einmal, du wärst auch so einer. Nein, ich würde so abfahren. Ich hätte so keine Lust. Aber wenn du keinen Kopf hast in Social Media, das ist ein großes Problem. Wenn zum Beispiel lesen alle Kommentare und denken innen, hey, was hat schreiben mir und das ist immer einmal, zweimal, dreimal oder 3 Personen andere, oder? Und wenn du keinen guten Kopf hast, das ist ein großes Problem. Du kannst du mental nicht. Denkst du, genau. Wenn es schlimmer ja, du kannst krank dann bist im Kopf. Aha, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist auch kompliziert in Social Media. Negativ Kommentare. Oder? Bei mir hat einer gesagt, er wird meine Tochter umbringen und so. Vergewaltigen, umbringen. Sie ist 6. Was denke ich am Anfang, was ich mache? Ich fahre dort hin und weißt, aber das ist nur ein Gedanke. Aber was bringt es das machen?
Das bringt gar nichts. Aber wie reagierst du? Du musst dann überlegen, jeder schreibt jetzt, ich würde ihn umbringen, ich würde das machen. Aber wenn es dann wirklich so ist, was machst du denn in dem Moment? Weißt, das ist noch recht schwierig, weil das sind so Grenzen, die überschritten werden. Das erleben viele Influencer halt auch solche Kommentare manchmal. Aber heutzutage am besten ist einfach 3 Dings, sperren und schönen Abend. Ja, vor allem, Was willst du machen? Du kannst zu der Polizei gehen und anzeigen, aber... Das kann ein 12-jähriger Bub sein, Mann. Meistens sind das du weißt nicht, wer es ist. Ja, aber weißt, es gibt solche, die es wirklich triggert. Weißt, wenn es auf Kind geht. Ja gut, so Kommentare habe ich noch nie gehabt. Ja. Wenn jemand das dir würde schreiben, zum Beispiel für dein Kind. Ja, ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich löschen, ja, eben innerlich, du rastest ja. komplett aus. Weißt, dann ist so die Grenze, dann denkst du an mich, hey, wieso mache ich das? Zum Beispiel... Social Media behauptet. Wir können Zeki, oder? Zeki. Ja, der Uhr ist ein Türk. Denkst du, Zeki antwortet vor einen Negativkommentar? Ich will nicht für ihn reden, ich weiß schon, was er macht, aber er kann mir... Ja, er ist schon da. Genau, aber das ist... Aber ich weiß, was du meinst. Er hat viel mehr Kommentare als ich zum Beispiel. Und er macht das schon lang, weißt du, das ist... Okay, aber ich nicht bin so lang, aber ich interessiere mich nicht. Aber das sind Drohungen, Morddrohung dem Kind und so, das ist eigentlich eine Straftat, die du eigentlich bei der Polizei melden, oder? Ja. Eigentlich. Oder wenn jemand dir droht, dass er wie der andere, was hat er gesagt, er tut meine Eingeweide oder meine Dings abschneiden und so, das ist ja, du kannst ja nicht wissen, vielleicht macht wirklich, habt ihr ja gesehen, der Kirk da, der Politiker, ist auch verschossen worden im Kopf, oder? Ja. Ich glaube, ich kann nicht sagen, ich glaube nicht, aber es kann ja sein, dass draussen wirklich mir hat auch schon einer gesagt, er sticht mich ab und so. Und im Hintergedanken kannst du ja nie wissen. Yeah. Vielleicht, es kann ja wirklich sein, dass einer eine Ecke abhat und so, weißt du? Und das haben wir auch schon Sprachnachrichten, die eine Geschichte, ich bring dich um und so. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Aber eher am Anfang mehr. Aber kein Schweizer, oder? Ich weiss es gar nicht, Nationalität weiss ich jetzt gar nicht im Fall, aber das sind meistens solche Leute, die, wenn ich dann aufs Profil schaue, die sind psychisch krank gewesen, also das hast du gesehen, weißt? Yeah. Und Stories und so. Ich habe dann mit denen sogar geschnurrt und der eine ist mir dann sogar gefolgt. Ich meinte, meine Hand war kaputt und ich habe gesagt, ich bin Krüppel am Trainieren. Im Fitness. Ich musste so trainieren mit dem Verband und alles. Ja. Und er hat gesagt, er hat irgendwie von Geburt an verkrüppelte Hand. Und er hat das vorher persönlich gemeint, ich habe ihn beleidigt. Ja. Er ist voll durchgedreht. Er hat gesagt, hey, schau, dass du mir nicht über den Weg lässt, ich schlitze dich auf und alles. Ja, gerade so. Ja, hure krank. Du weißt ja nicht. Es kann ja wirklich sein, dass er es macht. Weißt nicht. Und dann keine Ahnung, ich weiß nicht. Tut mir leid und so. Nein, ich habe nicht gesagt, tut mir leid. Ich so, Bro, was schnurst du und so? Ich schnurre mit ihm so. Und nachher ist er sogar ein Fan von mir geworden. Er hat einfach meine Videos geschaut. Und so. Weißt, die checken es nicht. Du musst sie nicht immer ich finde schon, dass du dich musst erklären, je nachdem. Aber ihr macht eben Baustellenvideos lustig. Ich glaube, ihr habt gar nicht dann solche Probleme, weißt du? Ich habe eines auf der Baustelle. Da habe ich auch rumgeschrien, Pitschkomater, hey, wo ist der Pitschkomater, weißt du? Und nachher ist wirklich einer gekommen, mega nahe zu mir her und hat gesagt, hey, weißt du, was das heißt? Was schreist du da in meinem Quartier so, da rum und so, hey, hör auf und so, weißt du, ich nehme dich auseinander. Und dann sind alles Kollegen, Bauarbeiter gekommen und haben gesagt, hey, der macht Video, hat Chills und so, das hat nichts mit dir zu tun. Und eben, die einen checken es nicht, aber bei euch ist es nicht so Missverständnis da, glaube ich. Nein, bei uns gibt es nicht viel. Die machen ja lustige, Tanzvideos also und so. Hate allgemein, ich erlebe so wenig Hate. Schon. Ja, ich auch. Weniger. Ich auch. Aber es gibt jetzt auch weniger im Fall, sagt er. Außer wegen diesen Videos immer von vor. Darum ich habe gar keinen Bock mehr zum Videos machen mit dem Filter und so, weißt du. Ja. Mein Problem ist, ich habe 1% Haters und dieses 1% sind nur alles Portugiesen. Hey, Portugiesen, schreibt mal einen Kommentar. Warum? Was macht er? Ich habe nicht verstanden. Also, jetzt haben wir da noch ein paar andere Fragen. Die wollte ich immer wieder einbauen, habe ich vergessen, den Ding fragen, weil die ich immer wieder in den Podcasts an den Gästen stellen. Ich würde eben von euch wissen, ist der flach oder rund? Das ist immer so, das ist eine gute Frage. Weil ich sehe immer Leute, ich will, ohne dass ich euch jetzt beeinflusse, was ich davon halte. Nein, ich bin eigentlich recht unsicher. Ich bin voll sicher, was das anbelangt. Nein, aber wenn du eine andere Meinung hast, ist gar kein Problem. Nein, ich
finde auch, dass sie rund ist. Woher weißt du, dass ich weiss, dass Ja, also Sorry, Hey, das Mikrofon ist verdammt weit weg. ich nicht verstanden. immer, Ich Du nicht kannst es so verstanden. hinterher, schau. Ja, sorry. Ah, du denkst, wieso ist sie rund? Ja, wenn ich aus dem Flug raus schaue, dann Siehst du sehe ich, dass Wölbung, sie oder rund was? ist. Ja. Siehst- Oder wo der andere dort rauf ist und runtergekumpelt ist, wie der geheißen, von Red Bull da. Da ist doch einer mega weit rauf, der Atmosphäre und ist raus. Schon, hat man das gesehen? Also, habe ich gar nicht gesehen. Ja, und dann siehst du auch, der ist rund. Also, Ja. das weiss man einfach und es macht das Sinn. Was haltest du von Sonne Leuten, die und- sagen, dass es flach ist? Ja, keine Ahnung, ich frage mich einfach, wie die auf die Information irgendetwas kommen. Ethos, Ja, der hat wahrscheinlich ein bisschen Küngel geraucht hat, oder? Ja, das kifft die Sicher, oder? Und was sagst du? Also, ich Erde, habe nicht verstanden die Frage. Der Planet Erde, oder? Ja. Ist das rund oder ist flach? Ja, ist rund, natürlich. Aber es gibt viele Leute, die sagen, jeder sagt mir, der da kommt im Podcast, ja natürlich. Ja. Aber jeder, wenn ich abends Der draussen Person- nein, der- ist flach und so. Bist, Mit du was für Leuten hast du zu tun? Ja, Die Person, nein, die Person dann muss sagen, der Planet ist so, flach. sind dumm. Tut mir leid. Tut mir leid, die haben ihr verstanden. Sorry. Ja. Sorry für richtig. Wenn wir gerade schon Sagen. bei Verschwörungstheorien sind, was denkt ihr von Chemtrails und so? Weil wenn ich jetzt sehe Cumulus Wolken, ich habe das Video gesehen, weißt du, so schöne Wolken, die sagen, ja, man spritzt und so, dass Flugzeuge gehen und sie tun das verteilen. Das, Ja. In Portugal, ich habe glaubst genau du die das, gleiche oder, Story. Ja. was, Keine Ahnung, ja, es ist. Ja. ja, Theoretisch. Sehr gute Antwort. Theoretisch. Ja, komm, Ja, was ist das? Was ist das? Komisch, für ja. was machen wir? Was haltest du von dem? Keine Ahnung, für mich ist das Kerosin, das dort hinten rauskommt. Und Weil ich sehe nicht viele Leute, irgendwie die sagen, Chemtrails oder... Ja. Nein, es- Fertig Humbug. sein, ja. Ja, Humbug. Conspiration Theories. Sensationell, ne? Ja. Ja, ich habe, weißt du, die Gäste, die eben dann etwas anderes sagen, die kicken dann, die sagen, hey, jetzt ist fertig, schönen Abend. Ja, weil viele sagen nachher, der Himmel ist nicht mehr gleich blau, habe ich das Video gesehen, voll viral und hure viele Leute liken es und hure viele kommentieren und ich habe angeschrieben, hey, das sind ja alle hängen geblieben. Und nachher schreiben mir etwa 20, 30 Leute unten dran, ich sage hängen geblieben. Weil sie sagen, es ist nicht mehr gleich blau, der Himmel, wie früher. Und ich sage, das ist einfach ein Bild, weil am Anfang sieht man den Himmel bewölkt und so, ja, aber das ist einfach eine andere Wetterlage, ist momentan anders. Anderes Wetter, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich glaube eben, das Problem ist, für euch ist das so nicht klar und ich komme eben amigs dann von den einen Kollegen die Videos geschickt über und dann schaue ich es an und darum wird es mir immer wieder angezeigt. Ich glaube, ich muss einfach mal nicht Ich glaube auch, ja, du bist schon voll in dem... Weil bei euch ist das gar nicht, bei euch kommt das Nein. gar nicht. Ich bin Nein. null Verschwörungstheoretiker. Mal. Null. Aha. Ich glaube ja nicht, dass der flach ist und so irgendein... Nein! Lassen wir in die Schuhe. Also, was ist für euch der Sinn vom Leben? Die? Der Sinn. Wie sagt man das auf Portugiesisch? In Italiano? Come si dice? Il senso della vita. Okay, jetzt ich verstehe. Für was ist für Be happy, mein Freund. Einfach glücklich sein, ne? Ja. Ja, aber nachher Egal bist du was tot und machst. nachher... Egal was machst. Egal, du bist vom Baustelle, du arbeitest in Büro, du arbeitest in, keine Ahnung, in Gastronomie. Ich finde, du musst bist zufrieden. Aber wenn du am 6 Uhr morgens bist auf der Baustelle und es regnet voll, es ist kalt, du hast kalt... Ja, bist happy, natürlich was? nicht, aber das ist meine Option. Kalt. Ah, du hast die Möglichkeit zu sagen, oh, mein Näsli rühnt. Ich muss heute heimgehen, jawohl. Krank, ja. Also, ich das finde, stimmt, du kannst selber entscheiden, ja. egal was du machst, Ja. wenn in deinem Kopf ist okay mit selber, ich bin zufrieden, was ich arbeite, so machst. Egal. Ja. Egal für Baustelle, Gastronomie oder Büro schaffen. Wenn du bist okay mit selber, machst. Happy. Zufrieden. Und du bist im Großen und Ganzen enjoy bist the du life. happy im Leben. Ja, ich bin natürlich so. Ja, ich weiß, ich habe dich noch nie gesehen. Natürlich so. Und immer positiv, immer nicht ganz lustig, aber ein bisschen. Aber zum Beispiel positiv, immer schaffen, lachen oder immer Respekt mit anderen Nationalitäten. Das ist sehr wichtig. Gibt es eine Nationalität, die du nicht so gerne hast?
Egal. Ich liebe alles. Nein, ich liebe alles. Nein, wirklich. Oh, hoppla, jawohl, das ist nicht gerne Schachtel. Entschuldigung. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Nein, so ein Scheiße. Nein, für mich ist es gleich. Woher kommst Mensch ist du? Mensch, oder? Ja. Mensch ist Menschen. Ja, ungefähr. Wieso? Du hast gesagt, ja. Ja, ich will ein bisschen fit machen, weißt du, so ein bisschen Stress und so. Das ist mini mein. Ah, okay, alles klar. Und wie sieht es bei dir aus? Was ist für dich der Sinn vom Leben? Ein bisschen der Sinn vom Leben im Moment ist ja sicher meine Familie. Das ist der Sinn von meinem Leben. Das, oder? Das ist meine Kinder. Ich weiss, ich gehe arbeiten. Wieso? Ich will Geld verdienen. Ich gehe arbeiten, dass ich meine Kinder am Abend wieder sehe, dass ich mit denen in die Ferien kann. Ja, ist im Moment ist wirklich gerade das. Wie alt sind sie schon wieder? 5 jetzt dann, ja. Ich habe Zwillinge, 2 Buben. 2 Bursten, ja. Sie kommen gerade nach mir, sehr. Kommen sie nach dir, ne? Ja, sehr aktiv und ja, also, so. Ja, sie sind schon recht. Aber es ist Denkst gut, sie es gibt ein bisschen Arbeit heute. Würdest du sie auf die Baustelle schicken? Also soll sie in Zukunft auf die Baustelle arbeiten? Also sie würden gerne im Moment, sind voll Baustelle fixiert, alles cool, Bagger und so. Aber ich würde es cool finden, wenn sie etwas anderes machen, was körperlich nicht so anstrengend ist. Ja, sind noch ein bisschen zu jung momentan, oder? Ja, das sowieso auch, ja. Der eine will die Guggenmusik als Beruf. Als Beruf? Ja, was willst du werden? Ja, Guggenmusiker. Ja, okay, er ist 5. Meine Tochter sagt mir auch, Papi, ich bin 6 und so. Ich frage sie, was willst du? Ja. Nein, ich sage, es ist auch noch zu früh. Sie sollen machen, was sie wollen, oder? Sie sollen einfach etwas arbeiten. Das und Influencer werden? Ja, also ich sage, wenn sie reinhaut, wieso nicht? Ja. Ich habe auch schon, weißt du, ich habe gedacht, mit meinen Kindern könnte ich, wenn ich mit denen Content machen würde, wenn ich die das Internet würde tun, wir wären voll die Stars, aber ich mache nicht einmal einen WhatsApp-Status von meinen Kindern. Ich tue das voll trennen, privat und ja, es ist einfach so. Ich finde, in 20 Jahren vielleicht weniger Influencer. Wegen KI? Genau, für AI. Ja. Ich glaube Jede Person. Aber ich glaube nicht in 20 Jahren, ich glaube sogar in 5 Jahren oder so. 10 oder so, oder? Ja. Zum Beispiel letztes Jahr in der Swiss. Jemand hat gewonnen, den AI-Influencer Award hat sogar gegeben. Ja. Und? Ist interessant. Das ist interessant. Ja, aber was haltest du von dem? Findest du das gut? Oder? Nein, das ist sehr traurig. Ja, ich finde es auch. Das ist sehr traurig. Du kannst mit Computer machen. Egal. Alles. Eine Kinder kann machen, zum Beispiel. Ja, okay, Junge, ja, wenn so. du weißt, wie das geht, ja, auf jeden Fall. Ich sage, es ist sicher eine Hilfe. Viel ist dir eine Hilfe, das AI-Zeug kann dir viel helfen. Aha, ja, aber viel. Es tut schon ein bisschen überwiegen mit der Zeit. Dann, es nimmt Jobs weg, das. Machen ihr viele Videos mit ChatGPT? Nein, gar nicht. Ich habe schon probiert, aber das ist nicht der gleiche Humor, wie ich habe. Ja, ich eben auch, aber ich tue immer wieder sagen, nein, das ist scheiße, nein, das ist nicht lustig, nein, das ist scheiße. Und ich beleidige ihn auch mega oft. Und du machst mit ChatGPT? Ich frage. Wenn das Konzept ist gut oder nicht. Ja. Ich habe sogar da ein paar Fragen mit ChatGPT. Oh, nicht alle, aber ich muss es dann abändern. Ich habe mega viele Fragen, die einfach scheiße sind. Aber das Skript, alles Skript ist vom Minikopf. Eben, weil du musst im ChatGPT sagen, Informationen und ja. ChatGPT, was denkst du von diesem Skript? Ja. Denkst du, ist gut oder nicht? Ne? Ich kann auch fragen dir oder ihm. Ja. Oder? Ja. Und ich finde, ja, das ist in 10 Jahren viel Leute. In 10 Jahren ist mega, ja, das ist ganz anders, viel intelligenter nachher und alles. Except in Baustelle. In Baustelle, wir brauchen immer Leute. Aha, ja, hat es zu wenig Personal oder was? Ja. Ja, und wie kann ich einen auf der Was Baustelle machst du mit der AI? Was machst du mit der AI in Baustelle? Ja, Plan vielleicht. Plan, Ingenieur oder so. Ja, im Plan, im Büro. Ja, aber warte, Roboter und so kommen jetzt langsam besser. Nein, denkst du? Es gibt schon. Ja, es gibt schon, aber noch nicht so gut. Noch nicht so gut. Ja. Warte schnell. Ist nicht ganz überall. Robot machen. Ja, noch nicht so gut. Aber in 10 Jahren, 15, 20 Jahren sind sie sicher besser vielleicht. Ja, ein Robot kann machen zum Beispiel die Wand machen. Ja, aber in 10, 15, 20 Jahren, weißt du, noch mehr, Technologie ist noch besser. Es ist zu teuer auch dann. Ja, ich weiss. Es ist sehr schwierig, sehr schwierig. Aber weißt du, wenn du schaust, wie viel hat früher ein Laptop gekostet oder ein Fernseher und wie viel das jetzt kostet. Ich habe früher einen Fernseher, einen 4K-Fernseher, einen grossen, für 6,5K oder so gekauft. Jetzt finde ich den gleichen Fernseher, der viel besser ist, weil den habe ich vor etwa 7, 8 Jahren gekauft.
Finde ich für 1000 Stutz. Ja. Oder? Das könnte eben dort dann nachher auch der Ja, Fall aber sein. ich glaube auch nicht auf der Baustelle, unmöglich. Ja. Ja, so 50 Chance. oder wenn wir sagen 50 Jahre oder 100 Jahre. Vielleicht, dann ja, schon, weiß ich glaub. nicht, was die Zukunft Dann sind wir Ja, schon lange. Glaub. Ja, Ich warte, vorschauen. ja. Aber ich finde nicht. Ich finde, im Büro zum Beispiel Bauleiter, Bauführer, Polier, in 10 Jahren, diese Leute brauchen nicht mehr im Baustelle. Ja. So, nur Computer, nur Systeme, nur Informatik. weißt? Mikrokasse und so auch. Ja, das, Aber für wirklich arbeiten, für Hammer, immer Ja, betonieren, aber- ja, aber immer die betonieren, Roboter, immer Mann. Mauern machen oder so. Du musst immer brauchen Leute, immer. Ja, aber vielleicht hat es so gut entwickelte Roboter und so. ich weiss Muss auch nicht, schauen. Muss schauen. Ja, momentan definitiv nicht. Also haben wir nochmal eine tiefe Frage. Wenn ihr heute sterben würdet, was würdet ihr am meisten bereuen? Wenn du jetzt stirbst, was bereust du, was du nicht gemacht hast? Das ist eine gute Frage. Ja. Die ist nicht mit ChatGPT gewesen. Die Frage, die ich selber... Nein, ohne ChatGPT. Ich habe gefragt, ich so, du Scheißwichser, alles Scheissfrage. Dann habe ich eben da, auf der Notiz, habe ich die selber eben, die ich selber aufgeschrieben habe, habe ich eben vorher verhängt, beim anderen habe ich gar nicht angeschaut. Die sind besser, ja, komm, bring ihn heim. Wenn du jetzt stirbst und nachher denkst, oh Scheiße, du siehst dich nachher, das habe ich nicht gemacht. mich würde anschießen, dass ich den Podcast von heute nicht gesehen habe. Welchen? Den, den wir jetzt machen. Der von heute? Ah, du willst den schauen, Ja, ziehen den noch rein sicher. und bringen den heim. Hey, nein, das ist eine Frage, die ich jetzt da nicht so auf die Schnelle Kannst du beantworten nicht auf die Schnelle beantworten? Nein, das kann ich Ja, jetzt das wirklich ist Zukunft. Zukunft, du kannst nicht... Du, ich kann schon sagen, ja. Was Ich würdest du würde es bereuen? bereuen, dass ich nicht die scheiß Bitcoins früher gekauft habe. Ich sage es immer wieder. nicht. Ja. Weil ich habe früher Gras mit den Bitcoins und so Ich- gekauft. Ich ich- voll Idiot, ja. Für mehrere 100'000 Stutz oder vielleicht sogar Millionen, ja. Ein Fuffi, ja. Brauche etwas zu rauchen, ein Küngel rauchen. Nicht. Ein bisschen Bitcoin hergegeben. Völlig eigentlich, eben nach dem GTA-Game und so weiter. Ja. ist, eh. Völlig eigentlich. Ist funny, aber ich habe Angst vor Tod. Hast du Angst, ja? Ich denke auch immer. Wenn Ja. ich denke, wenn ich denke zu viel, ich kann nur 1 Minute. Denkst du viel, oder? Ich denke ja. Nein. Wenn ich denke, ein paar Sachen, weißt du, 1 Minute und dann 2 Minuten immer im Mini-Tod. Ja, nein, besser machen. Egal. Aber nein. Ja. Ich kann sagen, Sehr nicht Angst, schwierig. aber Respekt. Und was ich mir gesagt habe, was für mich am schönsten wäre, ich würde am liebsten 100 Jahre alt werden. Aber gesund. Ja. Ich will gesund sein und 100 Jahre. Das ist Ja. mein Ziel. So, weil 100 Jahre. Ich lebe so gern. Ich bin so gern da. Das ist Meine- das Schönste. meine was- Vielleicht Grund- ist es nachher besser, wer weiß. Ja, eben, Aber der ja. Scheiß ist, mir wäre es scheißegal, wenn ich stirb. Aber mich würde es anschiessen, wenn meine Tochter fragt, wo ist der Papi, Ja, weißt? klar, ja. Ja, Das ist das Schlimme, oder? ja, klar. Oder wenn ich irgendwie... Das ist immer schlimm für all die rundherum. Für dich ist es ja fertig. Ja, aber ich ist finde es am klar. schlimmsten für Kinder. Ja. Ich sag dir ehrlich. Ja, klar, ja. Der Gedanke, dass ich nicht mehr kann für sie da sein und so, ja, das würde mich stressen. Aber das ist Leben. Ja, es gehört dazu, ja. Du Denke bornst, live and die. Und denkst, nach dem Tod ist noch etwas? Wow, Heute das ist sind eine wir deep deep question. unterwegs. Ja, Ja? Normalerweise, ich habe nicht so deep. Jetzt probieren wir mal die deep Ja, das Version. ist gut, ich liebe das. Ich liebe das. Schreibt mal Also- in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder Nein, sagt, das hey, ist- was hör machst du auf, mit dem ey. Deep ist eigentlich? Ich bin katholisch. Ja. Was nach dieser Show an zum Psychiater haben. Ja, du bist jetzt beim Psychiater. Und, ja, keine Ahnung. Oder wir haben nur eine Sache für Belief. Ja. Für Belief in Leben. Gott oder so. Oder. Das ist eine gute und tiefe Frage. Ja, und was Ja. denkst du, wenn du, ich weiß nicht, Ist sehr schwierig zu sagen. Vielleicht nach dort, wir haben neue Life, vielleicht nicht. in einem anderen Körper, Reinkarnation. Aber warte, ich bin auch Katholik. Andere aber Katholik- Körper? Wieso nicht? ich wirklich keine Ahnung. Das ist. Ich habe eben mal gesagt, ich habe mir überlegt, dass wir in einer Simulation, jetzt kommen wir wieder auf Verschwörungstheorie, dass wir in einer Simulation leben. Weißt du, was das ist? Wegen, wenn die KI so fortgeschritten ist, Ja. auch in 100, 200 Jahren, dass man das kann alles programmieren kann. Und dass vielleicht
eine Zivilisation vor uns gegeben, die uns programmiert hat. Ich meine es nicht so ernst jetzt, aber ich habe mir das mal, ein Gedankenspiel ist das. Ich bin jetzt nicht der denkt, hey, das ist jetzt so und so. Nein, aber denkst du, das wäre möglich? Weißt du, was ich meine? Vielleicht. Weil, wenn du jetzt schaust, wieso sollte uns jemand simulieren? Ja, aber weil du schaust jetzt, wie KI so fortgeschritten ist in den letzten 2-3 Jahren oder den letzten 5 Jahren. Und überleg mal, wie fortgeschritten wird KI sein in 100 Jahren oder 200-300 Jahren. Dann kannst du ja das alles simulieren. Sie haben sogar, das habe ich letztes Mal gesehen, von einem Bienenli, es ist gestorben und das Hirn haben sie rein da im Computer, habt ihr das gesehen? Und im Computer, im Game, ist das dann mit seinem Bewusstsein dort umeinander gelaufen. Du musst das mal im TikTok könnt ihr mal eingeben, müsst ihr mal schauen. Biene in den Computer irgendwie so etwas. Und dann kommt das. Das ist schon krass. Ja, und das läuft dort rum und anscheinend irgendwie haben sie das Hirn verbunden mit dem Rechner. Das ist schon krass, musst du mal schauen. Und es ist nicht irgendwie ein Video, wo so irgendwie komische Quellen ist. Es hat wirklich mehrere Quellen, die das so zeigen. Das ist noch interessant. Ja, das war mein Gedanke. Und was ist dein Gedanke? Leben nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was kommt. Ja. Das sowieso Schönste wäre für mich, wenn ich irgendjemand im Himmel wäre und all die Leute würde sehen, die ich kennt hätte. Ja, aber glaubst du, die schon gestorben sind? Also, das wäre cool, wenn ich zu denen das wäre cool, ja. Aber was, ich denke nicht. Du denkst, wir müssen sterben, dann ist einfach nichts und schönen Abend. Schwierig zu sagen. Ja, eben, das weiß sowieso niemand. Das weiß niemand, ja. Ich sage, es wäre schön, wenn es das Leben nach dem Tod geht, ja. Es wäre sehr schön, aber ich kann das nicht. Wenn wir langsam fertig machen, oder? Ich habe noch eine Frage. Was haben wir aufgeschrieben? Nein, warte. Scheiß auf die Frage. Schnell die Frage von den Leuten. Hört. Ich habe Haben ein paar geschrieben überhaupt? Ja, es haben ein paar geschrieben. Schafft es immer noch auf dem Bau? Und wieso, hat jemand gefragt? Ja, das haben wir eigentlich schon. Ja, ihr arbeitet auf dem Bau. Wieso? Ja, es gibt Kohle, hey. Ja, es gibt Kohle, oder? Ja. Aber eben, wenn ihr Multimillionär würdet werden, würdet ihr aufhören auf dem Bau arbeiten? Ja. Sicher nicht. Wenn du jetzt würdest Millionen gewinnen im Lotto... Nein, sicher nicht. Multimillionär? Nein, bitte. Ja, bitte. immer noch auf Baustelle, oder? Bitte. Nein, wenn du Lotto spielst und du gönnst 10, 20 Millionen... Vielleicht ich bin der grosse Boss einer Unternehmen, ja, vielleicht. Würdest du immer noch auf der Baustelle arbeiten, oder? Nicht schaffen, aber jetzt. Bau... Big Boss selber, für ein Unternehmen, ja. Du? Nein, definitiv nicht. Aber ich würde auf Baustellen vorbeigehen und etwa mal eine Bratwurst bringen oder etwas trinken. Das würde ich machen, ja sicher. Keine Frage. Was? Frag mal Nelson, was seine... Ich habe es im Fall gar noch nicht... Ich bin jetzt das erste Mal am Lesen. Frag mal Nelson, was seine schönsten Erinnerungen an die Escola C und S do Pinheiro sind. Was ist das? Wirklich? Was ist das? C und S do Pinheiro. Was ist das? Ja, ist meine... Wenn ich studiere, wenn ich an Schule... Der kennt dich, oder was? Ja, vielleicht. Das ist ein Alien-Profilbild. Keine Ahnung, ja, das ist krass. Ja, ich bin in SES, C+S de Pinheiro. Ich anfange in Schule, Zeit, zu tanzen Michael Jackson. Und ich bin bekannt in der Schule für Tanzen Michael Jackson. Eben, warum? Das habe ich noch fragen. Ich liebe Jackson wegen Michael Jackson. Ja, ich liebe Michael Jackson. Ich bin ein großer Fan von ihm. Okay. Und ja, ich denke, ich kann tanzen gut, Michael Jackson. Ja. Aber ja, das ist krass, von diese Personen sind von meinen... Leandro 31 heißt er, ja. Okay. Ja. Jemand schreibt noch, wie hat Social Media denn ihr Leben verändert? Positiv wie auch negative Sachen. Hat es so verändert euer Leben, Social Media? Oder ist es genau gleich? Für mich ist, nein, für mich ist es positiv. Zum Beispiel, ich gehe am Straße oder ein Restaurant, viele Leute kennen mich. Und sagen, Nelson, du musst bist viel Fotos machen und so. Du bist geiler Sieg, weitermachen. Draussen, ja. Ja, das ist mega, mega positiv. Ja. Ich habe eine Story, zum Beispiel, ich bin in einem Restaurant. Ich fertig essen und ich hätte gerne zu zahlen. Und eine Person vorher hat mir gesagt, hallo Nelson. Und diese Person bezahlt mir meine... Ja, was? Ja, das ist beim Pietro letztes Mal angesehen, in einer Flasche Ja, mega teure Wein im Zelt, ja.
Sein Geburtstag, ja, das ist mega gut. Könnt ihr bei mir gerne auch machen, wenn ihr irgendwann mal eine Stunde sind. Ja, das ist sehr geil. Show us Respekt, was du gemacht hast in gut, Social Media. Du hast ja schon mal so ein Erlebnis gehabt, ne? Ja, also ich habe mal, sicher, ist auch schon gezahlt worden. Ich bin gerade ein Werbevideo machen für so einen Boxverein, also einer, der so ein Kickbox-Studio hat. Ja. Und nach dem Video sind wir gegessen in ein Restaurant, 6, 7 Leute. Und er hat mich eingeladen, aber nachher hat der andere mich gesehen und gesagt, hey, das ist doch da der Peach-Komater und so, hey, komm, es geht auf mich. Und dann hat er gerade alle zusammen, 6, 7 Leute auch eingeladen. Aha, ja, aber du bist mit denen dort gewesen, Ja, ich oder? war mit denen dort gewesen. Ja. Ja, so, aber sonst, wie jetzt positiv. Es ist, wie er sagt, ja, es gibt einen positiven Vibe, wenn du auf der Straße bist oder wo auch immer, oder auch auf der Baustelle selber. Hey, du bist der und so, hey, das ist cool, wie du das machst und alles. So Anerkennung und so, ja. Anerkennung ist top und es nervt mich auch nicht. Das gibt es, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, aber dann merke ich, die Leute sind viel zurückhaltender. Wenn ich allein bin, die Leute können viel mehr Fotos machen. Ja. Wenn ich mit der Familie bin, merkst du einfach Blick, sie schauen, ich kenne den und so, aber sie kommen viel weniger. Aber sonst Okay. negativ eigentlich gar nicht wegen Social Media. Ja, ich auch, nur die Kommentare. Draussen noch nie negativ. Nein. Ja. Nie. Ja gut, ich bin auch schon verschlagen worden. Schon, wegen... Ah ja, du hast mal einen Vorfall gehabt. Ja, aber ich weiß gar nicht, wieso das war. Ich wollte einem seine Rolex Wo ist das anlangen gewesen? und Hallenstadion Zürich. Was ist Rap City ist genau. Meinst du, das hat etwas mit Social Media zu tun gehabt? Ich weiß es eben nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat mich einer gekannt und dann runtergeboxt. Keine Ahnung, ich bin mit einem blauen Auge Aber du hast gesagt, du hast ein bisschen etwas... ja, Darum weißt du gar nicht mehr. ja, eben, ja, und grosse Schnurren gehabt und so, ja. Er hat es dich verjagt. Ja, genau. Habt ihr noch eine Frage an mich? Tun wir den Ding so umdrehen? Nein, gerade nicht. Für dich? Nur mit dem Krypto-Zeug nimmt mich noch Ja, Wunder. schau, er wird fragen, bist du Rassist? Nein, Mit dem sicher nicht. Krypto-Zeug wollte ich fragen, wie das läuft. Hast du dich gut können schon oder nicht? Oder? Also mit dem Kryptozeug, ich glaube, ich lade mal einen ein, wo das besser... Weißt, ich bin da nicht 100% informiert, aber ich bin ein bisschen informiert und ich kaufe einfach. Aber Ja. ich tue da wirklich mal einen einladen. Ja. Einen Bekannten, wenn er kommen will. Ich frage dich noch an. Und dann weißt du, es ist besser, wenn du so einer das erklärt. Ja. Ja. Super. Er hat keine Frage mehr. Dann wär's das Also, gewesen. ich Habt ihr noch etwas denke- wollen sagen an den Leuten? Irgendeinen Schlusssatz? Also, Etwas mitgeben? Oder dass sie uns irgendwo folgen? Oder wenn ihr jemanden grüßen? ja, Oder soll so Geld erst schicken? ein paar Grüße für dich. Danke vielmals für die Hey, Einladung. danke, dass ihr gekommen seid. Das ist sehr, sehr cool. Für mich ist das erste Mal, ich bin ein Podcast-Schweizer. Habt ihr ihn gut verstanden? Jawohl. Ah, ich habe vergessen. Ich Ich hoffe. hätte ja noch Hochdeutsch oder Deutsch sprechen können. Ja, Ich hoffe, dass alles verstanden. ja, kann ich gut verstehen. Und ja, vielleicht das nächste Mal, wie ich kann auch. Ja, sicher. Eben immer 2 Gäste. Wenn ihr wollt, die Gäste noch mal da haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Und mit wem sie sollen sich konfrontieren oder mit denen da in Podcast gehen. Könnt ihr schreiben. Hast du noch irgendetwas, was du willst sagen? Nein, ich will eigentlich nichts. Einfach, ja, für die jungen Leute, wenn ihr etwas macht, ziehen sie einfach durch. Bleibt dran, egal, ist es Lehre oder macht ihr Content oder was. Lasst euch nicht von Rückschlägen irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Bringen den einfach heim. Ja, bringen den Bringen einfach ihn heim, heim. ziehen den durch, egal was gewisse Leute sagen oder was. Ja. Einfach durchziehen, weitermachen und Immer weitermachen. immer weitermachen, ja. Immer heimbringen. Weil vom Genau. Grabstein steht nachher nicht drauf, jawohl, du hast das und das falsch gemacht. Es interessiert keinen Schwanz. Also bringen. Genau. Ja, und danke vielmals. Sehr gerne, danke euch fürs Kommen. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Und mir folgen auch auf Instagram. Ja, und Wer mir weiß auch, kann. Pitch Komater und ihm auch. Und diese zwei, die Hey, ich hallo. auch unten drauf verlinken. Bringen heim, schönen Abend miteinander.